Hattet ihr gute Weihnachten? Okay. Wer hatte gerne Weihnachten? Okay, doch die meisten. So. Ich liebe Weihnachten auch. Das Problem ist ein bisschen bei Weihnachten, das habe ich ein bisschen bemerkt in diesem Jahr. Weihnachten exponiert immer so eine schlechte Gewohnheit von mir. Und zwar, ich liebe Süßes. Kennst du? Ich liebe Kekse. Wenn da ein Keksteller irgendwo aufgetischt wird, ich esse einfach, bis es keine mehr hat. Und ich habe wenigstens das Glück, dass ich es setzt da noch nicht an, aber es ist mir nachher immer schlecht. Gerade vor ein paar Wochen waren wir bei einem Freund. Ich aß einen ganzen Teller Mailänderli einfach selber und ich zahlte den Preis. Die ganze Nacht durch war mir unglaublich schlecht. Es ist aber einfach Gewohnheit. Ich kann mir nicht selbst helfen. Wenn ich einen Teller Gutzli sehe, einen Teller Kekse sehe, ich esse einfach, bis es keiner mehr hat. Das ist eine schlechte Gewohnheit. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist es doch tatsächlich so, dass ganz vieles, was wir in unserem Alltag tun, passiert aus Gewohnheit. Wir denken gar nicht wirklich darüber nach. Wir putzen unsere Zähne, wir essen, wir gehen zur Arbeit. Und vielleicht hast du das auch schon gehabt, du gehst irgendwie zur Arbeit und du denkst dir, wie bin ich genau hierher gekommen? Das ist, weil es aus Gewohnheit passiert. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann wird er genau da ansetzen. Das Leben mit Jesus bedeutet, dass du anfängst, dass der Heilige Geist anfängt in dir zu leben und deine Gewohnheiten werden verändert von ihm. Schlechte Gewohnheiten werden abtrainiert und gute Gewohnheiten werden antrainiert. Amen? Ich denke, heute möchte ich mit dir über eine Gewohnheit reden. Eine Gewohnheit, von der ich überzeugt bin, wenn du die dir aneignest, dann wird dein Leben um 100% besser. Und das wollen wir ja alle. Heute geht es um die einfache Gewohnheit der Freude. Die einfache Gewohnheit des Eintretens in die Freude. Weißt du, Freude ist kein Nebenthema in der Bibel. Freude ist kein Nebenthema für Gott. Freude war auch kein Nebenthema für die ersten Nachfolger von Jesus Christus. Paulus, einer der ersten Apostel, sagt es in einem seiner Briefe so. Philipper 4,4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals sage ich es euch. Freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Jesus, wir laden dich ein heute Morgen und wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir lieben dich. Und es ist der letzte Sonntag dieses Jahres und unsere größte Sehnsucht ist, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen. Komm, sprich zu uns, begegne uns und lass uns heute hier rausgehen, ein bisschen dir ähnlicher. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Vor ein paar Wochen war ich in Paris, schon mal in Paris gewesen. War schön? Ja, gewisse Teile sind ultra schön. Ich war in den Vororten von Paris, da ist es weniger schön. Ich war in einer Bibelschule und unterrichtete da eine Woche lang ein paar junge Studenten und es war krass. Ich sah Gottes Geist wirken, ich sah junge Studenten einfach freigesetzt in vielen Bereichen ihres Lebens. Gott wirkte mächtig, war wunderschön. Freitag war die Schule vorbei. Und am Samstag flog ich dann wieder nach Hause am Abend, also dachte ich mir, komm, am Morgen gehe ich noch in den schönen Teil von Paris und schaue mir mal diese Stadt an. Und am Morgen musste etwa 45 Minuten mit der Metro ins Stadtesinnere fahren. Und als ich da ankam, hatte ich eine super Zeit. Ich spazierte durch die Straßen von Paris. Ich aß den besten Keks meines Lebens. Ich habe euch ein Foto dabei. Ich schickte gerade ein Foto meiner Frau, weil er so gut war. Ich sah die wunderbare Kirche Sacré-Cœur. Ich hatte wirklich eine super Zeit. Ich war voller Freude am Herrn, was er gerade alles getan hat. Dann plötzlich, so etwa nach 2-3 Stunden, merke ich, jetzt muss ich wieder zurück und ich gehe zurück zur Metro. Und als ich da ankam und mein Billett lösen will, um zurückzufahren mit meiner Schule, schaue ich mein Portemonnaie und meine Kreditkarte ist weg. Einfach weg.
schaue in meiner Brieftasche, sie ist nirgends zu finden. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, Kreditkarte verloren, was da alles in deinem Kopf losgeht. Es ist schrecklich, weil du denkst dir, okay, wer hat die gerade und was kauft er sich gerade damit? Darum, ich war so, oh nein, ich hatte kein Bargeld dabei, das heißt, ich konnte nicht auf die Metro. Und so überlegte ich mir, okay, wo hatte ich zuletzt meine Kreditkarte gebraucht? Und mir kam in den Sinn, in dem Café, wo ich diesen Keks kaufte, das war etwa vor 45 Minuten. Also ging ich den ganzen Weg zurück, schaute den Weg an, ob meine Kreditkarte irgendwo aus meiner Tasche gefallen ist, schaute in den Apfeleimer, wo ich etwas weggeworfen habe, er wühlte da herum, bis zurück zu diesem Café, keine Kreditkarte. Und da schwellte der Frust hoch, vielleicht kennt ihr das. Wieso ich, Gott? Wieso passieren diese Dinge immer mir? Ich kann es nicht glauben. Und vielleicht kennst du das. Du bist voller Freude in diesem einen Moment. Und dann passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Leben passiert. Und deine Freude? Weg. Kreditkarte weg, Freude weg. Irgendetwas Kleines, vielleicht etwas Großes passiert, irgendjemand wird krank, jemand stirbt, ein Schicksalsschlag trifft dich, du wirst krank oder oder du verlierst deinen Job oder irgendetwas passiert und deine Freude ist sofort weg. Weißt du, ich bin nicht von Natur aus eine freudvolle Person. Ich wache nicht am Morgen auf mit Sonnenschein, mit einem Lächeln auf meinen Lippen, da könnt ihr meine Frau fragen. Ich bin recht freudlos, wenn ich am Morgen aufwache. Ich bin nicht natürlich voller Freude. Ich bin ein Problemlöser. Das heißt, wenn ich in einen Raum hineinkomme, ich sehe alle Probleme, alles, was zuerst nicht funktioniert. Das füllt dich nicht mit Freude. Gleichzeitig bin ich einer, der gern mein Leben plant. Und wenn ich etwas in den wenigen Jahren gelernt habe auf dieser Erde, ist, das Leben hasst Planer. Weil das Leben unvorhersehbar ist. Und genau darum löst dieser Vers so viel bei mir aus. Freut euch alle Zeit. Come on, Paulus. Das meinst du doch nicht so. Freut euch alle Zeit. Paulus, meinst du das wirklich ernst? Das kannst du nicht so meinen. Heute glaube ich aber, dass Paulus es genauso meint. Freude ist kein Nebenthema in der Bibel. Nein, Freude steht im Mittelpunkt des Plans Gottes für den Menschen. Freude ist Gottes Ziel für dich. Und wir werden die Bedeutung der Freude im menschlichen Leben nie ganz fassen können, bis wir ihre Wichtigkeit für unseren Gott verstehen. Ich glaube, die meisten von uns unterschätzen ernsthaft Gottes Fähigkeit zur Freude. Hier ist eine Sache, die du über Gott wissen musst. Gott ist das glücklichste Wesen im Universum. Wir sehen das in der gesamten Bibel. Auf der Seite 1, wo Gott die Schöpfung in die Realität spricht, in Existenz spricht, da sehen wir dieses Bild in wunderschöner hebräischer Poesie, wie er Berge schafft, Tiere schafft und jedes Mal, wenn er etwas schafft, deklariert er über seine eigene Arbeit. Es ist gut. Es ist ein Bild, wunderschön, wie der Geist Gottes über den Wasser schwebt. Ein Bild der Großzügigkeit, des Überflusses von Gott. Wunderbar. Und Gott freut sich. Und der Höhepunkt, wo er sagt, nicht nur es ist gut, sondern es ist sehr gut, ist, als er Mann und Frau schafft. Und er freut sich über sie. Und er tanzt mit ihnen durch den Garten Eden. An einer anderen Stelle, da befreit er ein Volk aus der Sklaverei. 400 Jahre sind sie versklavt und er führt sie aus Ägypten, das Volk Israel. Und dann, als er sie herausgebracht hat, mit großen Wundern, was macht er? Er gibt ihnen ein Gebot. Und was gebietet er ihnen? Unter anderem viele Opfer, die sie bringen müssen, aber auch extrem viele Feste, die sie feiern sollten. Er gebietet ihnen zu feiern, einem Sklavenvolk. Feiert das Fest. Wenn der Mond dasteht, dann feiert das. Wenn ihr euch erinnert daran, wie ich euch aus Ägypten gebracht habe, dann erinnert euch an das und feiert dieses Fest. Was für ein unglaublicher Gott, der uns befiehlt zu feiern. Und dann wird Gott Mensch in Jesus Christus. Und weißt du, Jesus machte viele Wunder.
Er machte viele Wunder. Wir haben all diese Geschichten gehört, wie er Taube heilt, wie Blinde plötzlich wieder sehen können. Aber wisst ihr, was das erste Wunder von Jesus ist? Er geht auf eine Hochzeit und er verwandelt Wasser in Wein. Also ist das erste Wunder, als Gott Mensch wird, ist, er kreiert mehr Alkohol. Was für ein wunderbarer Gott, der es liebt zu feiern. Und Jesus feierte mit seinen Jüngern, er aß mit ihnen, er hatte große Gelage, wo sie zusammen feierten, weil Freude ist kein Nebenthema für Gott. Ja, Gott kennt auch Kummer. Ja, Jesus wird unter anderem als ein Mann der Schmerzen vertraut mit Kummer in Erinnerung behalten. Aber der Kummer Gottes, wie der Zorn Gottes, ist nur seine vorübergehende Reaktion auf die gefallene, sündige Welt. Die Freude Gottes aber ist sein grundlegender Charakter. Sein grundlegender Charakter. Freude war schon immer und ist noch immer Gottes Plan für dich und mich. Jesus selbst sagt es am Abend, bevor er gekreuzigt wird, zu seinen Freunden, dass sein Ziel sei, dass sie mit Freude gefüllt werden. Er sagt es im Johannes 15,11. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Das griechische Wort von Jesus, das er hier gebraucht, ist für vollkommen, komplett gefüllt. Bis zum Rand gefüllt. Das Ziel für Jesus ist für dich, dass du mit Freude gefüllt bist, bis zum Rand. Bis zum Rand. Mit anderen Worten, das Problem mit den Menschen ist laut Jesus nicht, dass wir zu glücklich sind für Gottes Geschmack, sondern dass wir nicht glücklich genug sind. Für Nachfolger von Jesus ist die Freude nicht optional. Sie ist nicht nice to have, wenn alle anderen Dinge gerade so gut laufen. Freude ist in der Bibel ein Befehl. Ein Befehl. Freut euch alle Zeit. Und umgekehrt bedeutet das, Freudlosigkeit ist eine Sünde. Niemand wird aus der Kirche gekickt, weil er freudlos ist. Aber du lebst am Gottesplan vorbei und doch so viele Kirchen sind gefüllt mit freudlosen Nachfolgern von Jesus Christus. Darum hier eine gute Frage, die du dir heute Morgen stellen kannst, ist, bist du in den Jahren, seit du mit Jesus unterwegs bist, gewachsen in deiner Freude? Hast du mehr Freude als vor 10 Jahren, als du ihm begegnet bist? Weil es heißt ganz klar in der Bibel, dass wenn der Heilige Geist in dir zu leben beginnt, dann bringt er die Geistesfrucht hervor. Wir lesen im Galater 5,22 von der. Die ist nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? An zweiter Stelle steht die Freude. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, ja Tim, Freude ist etwas, das ich sehr selten empfinde. Warum fehlt mir Freude? So heißt die Message von heute. Ich glaube, dir fehlt vielleicht Freude, weil du sie höchstwahrscheinlich am falschen Ort suchst. Wir leben nämlich mit der Illusion, dass die Freude eines Tages kommen wird, wenn sich die Bedingungen ändern werden. Wir sind in der Schule und wir glauben, wir werden Freude empfinden, wenn wir mal aus der Schule sind. Wir starten einen Job und wir sind der Meinung, wir haben erst dann Freude, wenn wir einen besseren Job haben oder eine Beförderung bekommen. Wir sind Single und haben das Gefühl, wir werden dann Freude empfinden, wenn wir endlich einen Partner haben. Wir sind in einer Beziehung, wir haben das Gefühl, wir werden erst dann glücklich sein, wenn wir heiraten. Dann heiraten wir und wir sind dann erst glücklich, wenn wir Kinder haben. Dann haben wir Kinder und dann sind wir erst glücklich, wenn wir ein groß genug Haus haben. Und dann haben wir Kinder in einem großen Haus und wir sind dann erst glücklich, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und dann sind sie aus dem Haus und du denkst dir, nein, ich war glücklicher, als sie da waren. Wir verschieben unsere Freude. Wir sind krank und wir haben das Gefühl, wir haben erst wieder Freude, wenn wir wieder gesund sind. Ich musste dieses Jahr lernen,
Ende letztes Jahr hat sich die Haut in meinem Gesicht sehr stark verändert. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich habe eine Hautkrankheit in meinem Gesicht entwickelt. Und es ist nicht ein schönes Bild. Ich zeige das nicht, um Mitleid zu haben. Es beißt, es juckt unglaublich. Und manchmal habe ich schlimme Schübe, dann sieht es so aus. Manchmal habe ich nicht so schlimme Schübe, dann sieht es wie jetzt aus. Und es ist eine Krankheit, die man nicht heilen kann. Wir haben gebetet, wir haben auch darauf vertraut, dass Gott heilt. Und ich weiß, Gott kann heilen. Ich weiß, er kann es so. Ich kenne meinen Gott. Ich habe es gesehen. Aber irgendwie hat es sich nicht verbessert. Und dann Anfang dieses Jahr kam ich in die Celebration. Wir haben einen Vers gezogen. Und ich zeige euch meinen Jahresvers, den ich gezogen habe hier. Lass fröhlich sein in dir, die deinen Namen lieben. Ich habe mir gedacht, Gott, meinst du das ernst? Meine Haut sieht so aus. Wie kann ich fröhlich sein in dir? Und er sprach zu mir, Tim, ich lehre dich dieses Jahr wahre Freude. Eine Freude, die nicht abhängig ist von deinen Umständen, ja nicht von deiner Gesundheit, sondern eine Freude, die dir niemand wegnehmen kann und die du zu jeder Zeit fühlen kannst. In was sollte also unsere Freude verwurzelt sein, wenn nicht in diese Dinge? Und hier kommt das Spannende, Freude im Griechischen bedeutet Chara. Wisst ihr, welches Wort verwandt ist mit Chara im Griechischen? Charis. Schon mal gehört dieses Wort? Es bedeutet Gnade. Es bedeutet Gnade. In der Bibel ist Freude nie abhängig von deinen Umständen. Sie ist abhängig von Gottes Gnade. Und darf ich dich heute Morgen erinnern, in welcher Geschichte wir leben? Wir leben in einer Geschichte eines Gottes, der nicht Mensch hätte werden müssen, aber er tat es trotzdem für dich. Wir leben in einer Geschichte eines Gottes, der nicht deine Sünden hätte schultern müssen, aber er tat es trotzdem für dich. Er hätte nicht sich ans Kreuz nageln lassen müssen, aber er tat es trotzdem für dich. Er hätte dir nicht vergeben müssen, aber er tat es trotzdem. Und das Kreuz ist nicht das Ende der Geschichte. Nein, nach 3 Tagen wurde Jesus von den Toten zum Leben erweckt. Der Stachel der Sünde entfernt, der Tod besiegt. Und es heißt in der Bibel, dass jeder und jede, die sich entscheiden, ihm nachzufolgen, in ihnen wirkt dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Komm, lass uns heute einen Applaus geben unserem Gott. Das ist die Geschichte, in der wir leben. Das ist, wo die Freude herkommt. Die Gnade Gottes ist das Fundament unserer Freude. Aber hier kommt nun die große Frage für jeden Nachdenklichen auf. Und zwar geht die so: Wie kann ich Freude inmitten all des Schmerzes und des Leides und all des Schrecklichen der Welt annehmen? Ist es richtig, überhaupt zu versuchen, fröhlich zu sein in einer Welt des Hungers, der Gewalt, in der Menschen verschleppt werden und versklavt werden und so weiter? Und gerade da machen wir eine der überraschendsten Entdeckungen über die Freude am Herrn. Oft sind es die Menschen nämlich, die dem Leid am nächsten sind, die die stärkste Freude haben. Freunde von Mutter Teresa sagten über sie, dass sie anstatt vom Leid um sie herum überwältigt zu sein, geradezu vor Freude leuchtete, als sie ihren Dienst der Barmherzigkeit in den Armenviertel von Kalkutta in Indien verrichtete. Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Pfarrer, der in einem Konzentrationslager inhaftiert und schließlich von den Nazis ermordet wurde, wurde von denen, die ihn damals kannten, als jemand in Erinnerung gehalten, der eine Atmosphäre des Glücks und der Freude über die kleinste Begebenheit und eine tiefe Dankbarkeit für das Leben verbreitete. Vor ein paar Jahren war ich in einem Flüchtlingscamp in Malawi, in Lilongwe, in der Hauptstadt. 40.000 Leute, Flüchtlinge aus der Demokratischen Republik Kongo. Schreckliche Dinge, das Schlimmste, was ich je gesehen habe in meinem Leben, habe ich da erlebt. Der hoffnungsloseste Platz. 40.000 Menschen, 99% dieser Menschen werden nie aus diesem Flüchtlingscamp herauskommen. Und wir besuchten einen Gottesdienst 3 Stunden lang. Und die Freude, die ich da erlebt und gesehen habe, ich habe euch ein Foto mitgebracht, ich musste tanzen. Für 3 Stunden ging es so. Ich kann nicht tanzen.
Ist das nicht unglaublich? Ja, lass uns Gott einen Applaus geben. Das ist Freude, nicht abhängig von den Umständen. Das ist Freude von der Gnade Gottes. Und die Freude als Christ und Christin kommt vom Fundament der Gnade Gottes. Wahre Freude kommt aber auch aus der Beziehung mit Gott. Weißt du, sehr interessant, Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten stellten sich diese Frage der wahren Freude. Und sie kamen zum Schluss, dass die purste Form der Freude ist dieses Gefühl, wenn du in einen Raum kommst und du siehst eine Person, die du liebst. Und diese Person blickt auf und ihr habt Augenkontakt und du siehst, wie sich das Gesicht dieser Person erhellt mit einem Lächeln, weil sie merkt, dass du jetzt da bist und sie sich freut, dass du da bist. Das ist die purste Form von Freude, sagt die Wissenschaft. Und hier ist das Krasse. Dieser Moment ist dir zugänglich jeden Tag mit deinem Gott im Himmel. Jeden Tag. Und wenn ich am Morgen aufstehe, dann schaue ich manchmal einfach auf meinen Jesus und ich schaue in sein Gesicht und beobachte, wie sich sein Gesicht erhält, wenn ich müde wie ich bin, in mein Homeoffice gehe, um Zeit mit ihm zu verbringen. Das füllt mein Freude-Reservoir bis oben voll. Gott wird am meisten durch dich verherrlicht, wenn du deine gesamte Freude in ihm findest. Gott wird am stärksten durch dich verherrlicht, wenn er alleine genug ist für dich. Gott bekommt am meisten Ehre, wenn deine Freude an ihm täglich wächst. Wie kultiviere ich also diese Freude? Tag für Tag. Das hier ist die Sache, wir können uns nicht freudig machen durch unsere Willenskraft. Sei freudig, habe Freude. Funktioniert nicht so gut. Das heißt, wir brauchen Gewohnheiten, um die wir unser Leben bauen, die Freude in uns kultivieren. Und es fängt heute an. Weißt du, der Psalmist sagt, dies ist der Tag. Dieser Tag hat der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Heute, an diesem Tag. Er sagt nicht, gestern war Gottes Tag. Was für ein guter Tag das war. Erinnert ihr euch, wie glücklich wir gestern oder letzte Woche waren? Er sagt auch nicht, morgen ist der Tag, den Gott gemacht hat und machen wird. Und wenn morgen kommt, Mann, dann werde ich mich freuen. Nein, heute werde ich mich freuen. Hier sind 4 Disziplinen, mit denen du Freude kultivieren kannst. Nummer 1, Dankbarkeit. Leo hat auch schon darüber gesprochen letzte Woche. So viele Menschen leben, als hätte Gott heute nichts für sie getan, wofür sie ihn preisen müssten. Mein Job ist langweilig, mein Auto ist alt, meine Haare sehen schlecht aus, meine Kinder sind in einer anstrengenden Phase. Sie sind immer in einer anstrengenden Phase. Ich habe keinen Ehepartner oder wenn doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Falschen habe. Die Leute leben, als hätten sie Tag für Tag nichts, wofür sie Gott preisen könnten. Und doch gibt es dieses Universum, in dem wir leben. Weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass es dich gibt, ist gleich 0. Und trotzdem bist du heute da. Du bist heute Morgen aufgewacht und hast einen weiteren Tag und dein Herz schlägt und deine Lungen atmen und dein Verstand funktioniert und du hast eine Kirche und du hast einen Gott, der dich liebt und einen Erlöser, der für dich gestorben ist und der Heilige Geist, der dich führt und einen Sinn für dieses Leben und ein Versprechen für das Leben nach dem Tod. Es gibt immer einen Grund zu danken. Also wenn deine Emotionen den Bach runtergehen, weißt du, was du machen kannst? Nimm deine Hand, schau sie an und dann 5 Finger, versuche 5 Dinge zu finden, für die du dankbar bist. Und du wirst sehen, deine Emotionen, die wechseln. Es ist unglaublich, was Dankbarkeit machen kann. Nummer 2, Sabbat. Ein Tag in der Woche deklarierst du als dein Feiertag. Besonders wenn du mit Freudlosigkeit ringst und es nicht durch Willenskraft ändern kannst. An diesem Tag isst du die Dinge, die du gerne isst. Du hörst die Musik, die du gerne hörst. Du genießt die Aktivitäten, die du gerne machst. Du gehst an Orte, an der du gerne bist. Und du bist mit Menschen zusammen, mit denen, die dich mit Freude füllen. Es gibt auch Menschen, die saugen dir die Freude raus. An diesem Tag bist du nicht mit diesen Menschen. Okay? Sabbat, Feiertag, einmal in der Woche fühlst du dich mit der Freude am Herrn. Und Nummer 4, Kirche. Weißt du, es gibt einen Grund, warum bei uns die Gottesdienste nicht Gottesdienste heißen, sondern Celebration. Weil wir feiern. Wir kommen hier zusammen, um die Güte unseres Gottes zu feiern. Wegen ihm singen wir laut. So laut wir können. Wegen ihm ist
ist einer unserer Werte begeistert, weil wir sind begeistert über unseren Jesus. Wegen ihm tanzen wir jede Woche, denn wir trainieren zusammen die Freude am Herrn. Zusammen, als Kirche, als Familie, als Brüder und Schwestern. Darum komm in die Kirche. Du brauchst nicht die Kirche, um Christ zu sein, aber du brauchst die Kirche, um in deiner Freude zu wachsen. Amen. Amen. Wir müssen uns trainieren in der Freude. Und warum sollte ich das tun, fragst du dich? Gute Frage. 2 Gründe. Wahre Freude ist das beste Medikament gegen Sünde in deinem Leben. Weißt du, Sünde beginnt immer damit, dass sie dir Freude verspricht, wenn du ihr nachgibst. Aber es ist sehr schwierig, jemanden zu versuchen, der voller Freude ist. Wenn du voller Freude bist, dann kann dich die Sünde nicht mehr versuchen, weil du bist voller Freude. Die Freude, die dir die Sünde verspricht, die hat keinen Appeal mehr. Also was das beste Gegenmittel gegen die Sünde ist, bau dir ein Leben voller wahrer Freude im Herrn. Amen? Amen. Ja. Und das andere ist, wahre Freude am Herrn ist eine der mächtigsten Waffen in der geistlichen Welt. Es heißt im Nehemia 8,10, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist was? Eure Stärke. Ihr werdet stark in der Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Deine Stärke kommt nicht primär von deinem Wissen oder deinem Intellekt. Deine Stärke, deine Standhaftigkeit kommt nicht von deinen Skills oder deinen Talenten. Deine Stärke kommt von deiner Freude in Gott. Freut euch alle Zeit. Alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Weißt du, was ich an Paulus liebe? Er sagt das nicht nur so. Er lebt es auch. Es gibt diese Geschichte in Apostelgeschichte 16. Paulus ist unterwegs mit seinem Silas. Er geht durch die Straßen, sie erzählen in Philippi den Menschen von Jesus. Und da gibt es eine junge Frau, die ihnen nachfolgt, die immer hinter ihnen hergeht. Und die Bibel sagt, sie hat einen Wahrsagegeist. Sie kann in die Zukunft schauen. Und es gibt ein paar Männer, die sie versklavt haben und extrem viel Geld machen, weil sie das kann. Und sie sieht Paulus und Silas und sie geht ihnen für Tage hinten nach. Und sie sagt immer wieder, das sind die Menschen, die Männer, die euch von der Erlösung Gottes erzählen werden. Hört auf sie, hört auf sie. Und wir denken vielleicht, ja, das ist vielleicht cool, aber irgendwie hat es Paulus genervt. Es heißt, irgendwann hatte er genug und er drehte sich um nach einigen Tagen und er trieb diesen Geist aus ihr heraus. Und sie verlor diesen Wahrsagegeist. Das heißt, diese Männer konnten kein Geld mehr machen. Und das führte dazu, dass sie extrem wütend wurden, sie vor den Konsul brachten und sie verhaften ließen, Paulus und Silas. Sie wurden ausgepeitscht und sie wurden ins Innerste des Gefängnisses in Philippi geworfen. Das heißt, in die innerste Zelle, der sicherste Ort. Und ich möchte euch heute Morgen ein kleines Bild geben, für wie das genau ausgesehen haben muss. Aber ich spiele Paulus. Ich brauche noch einen Silas. Habe ich einen Silas? Ja, Silas. Ach komm, einen Applaus für meinen Silas hier. Dom, Silas, Leim. Und ich stelle mir das so vor, Paulus und Silas, die sind da in diesem Gefängnis. Sie sitzen wahrscheinlich irgendwie am Boden. Sie sitzen da. Ihr müsst euch das so vorstellen, die haben den Rücken voll. Sie sind zu Unrecht in diesem Gefängnis. Ich meine, sie haben eine Frau aus der Sklaverei eines Geistes befreit, eines unreinen Geistes. Sie haben sie befreit aus der Ausnützung, aus dem Missbrauch von Männern, die einfach nur Geld machen wollen mit dir. Und jetzt sind sie im Gefängnis mit offenen Rücken, ausgepeitscht, im Innersten einer Zelle. Da könnte doch Paulus und Silas sagen, Gott, wieso ich? Ist ein bisschen schlimmer als eine verlorene Kreditkarte, nicht? Und das liebe ich an dieser Geschichte, weil es heißt, um Mitternacht, da begannen Paulus und Silas zu beten und sie begannen zu singen, Lieder, Hymnen zu singen. Sie begannen zu singen. Und ich stelle mir das so vor, ich glaube nicht, dass Paulus gut gesungen hat. Ist einfach das heißt in der Bibel, er hat nicht so eine krasse Ausstrahlung oder so. Er wird immer wieder kritisiert für das. Darum nehme ich das, wenn du gut singen kannst, dann würde das nicht über dich geschrieben werden, habe ich das Gefühl. Oder Dom? Ja. Silas, sorry. Aber ich glaube, Paulus hat immer angefangen zu singen. Weil er hat einfach gerne Dinge gestartet. So ist Paulus.
Also sie sind Mitternacht da. Und sie könnten dem Selbstmitleid einfach sich dem hingeben. Aber Paulus, er erinnert sich an Lieder, die Silas gedichtet hat. Und er fängt an zu singen. Du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, das bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest an dir, am Schöpfer der Welt. Sieh das? Ja, Paulus, Meine Stimme ist nicht so stark heute. ich höre es. Ich helfe dir. Kannst du bitte weiter singen? Du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du, meine auch nicht, Bleibt für alle Zeit. darum halt dich fest an dir. Du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, es bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest an dir. Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Du sagst, Es bleibt für alle Zeit, darum halt dich fest. an dir. Weißt du, das kannst du zu jedem Zeitpunkt machen. Egal wie schlecht es dir geht, wie gebrochen dein Körper ist, wie imperfekt dein Leben ist. Und es heißt dann in der Apostelgeschichte 16, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und hör gut zu. Und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Und das ist genau, was passieren kann, wenn du deine Freude tief verwurzelst, nicht in deinen Umständen, sondern in der Gnade deines Gottes und in der Beziehung zu ihm. Amen. Amen. Denn so kann jeder Moment, so schlecht oder schwierig er auch ist, zu einem Moment des Worships werden, zu einem Moment der Anbetung, ein Moment, wo Ketten abfallen und die Freude an Gott Überhand gewinnt in deinem Leben. Komm on, lass uns heute zusammen aufstehen, wenn du online zuschaust. Ich war da also in diesem kalten und nassen Paris. Keine Kreditkarte, kein Bargeld. Der Frust schwellte hoch. Mann, wieso ich? Wieso immer ich? Meine Freude war weg. Und ich durchsuche ein letztes Mal meine Brieftasche. Und das ist eine wahre Geschichte. Was finde ich in meiner Brieftasche? Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Meinen Bibelvers. Ha, Gott hat Humor. Als ich den Zettel sah, genau in diesem Moment, traf ich eine Entscheidung. Ich werde mir von diesem Zwischenfall meine Freude nicht rauben lassen. Meine Freude ist nicht ein perfektes Leben. Und meine Freude ist nicht verwurzelt in meinen Umständen. Meine Freude finde ich in Jesus allein. In ihm allein. Ich stehe auf seiner Gnade. Und ich spreche zu ihm jeden Tag meines Lebens. Freude ist kein Gefühl.
sondern sie ist eine Entscheidung, auf meinen Retter zu blicken. Und plötzlich war mein Frust verschwunden und eine Freude des Herrn überkam mich. Ich sag's euch, sie überkam mich. Lachend und singend spazierte ich 2,5 Stunden nach Hause. Ich hatte kein Geld für die Metro, also spazierte ich, aber ich konnte singen. Ich tanzte fast, aber ich tat es dann nicht, weil ihr habt das Video gesehen, wie ich tanze. Darum lieber kein Tanzen, aber ich konnte singen über meinen Jesus. Eine unglaubliche Freude und ich lobte ihn für seine unermessliche Güte. Ich tanzte durch die Vororte von Paris in der Freude des Herrn. Und so glaube ich, dass du auch heute tanzen kannst. In deiner Schwäche, in deiner Imperfektion. 2025 hat vielleicht nicht alles gebracht, was du dir gewünscht hast. Vielleicht ist dein Leben so unfertig oder du wartest noch auf so viele Dinge, aber ich glaube, dass heute Gott deinen Blick auf sich ziehen will und dass er zur Quelle deiner Freude werden will. Wahre Freude, tiefe Freude. Was ist also die Sache, auf die du vertraust, dass sie dir Freude bringen wird? Ich weiß, geh kurz in dich, ich weiß, du bist schon die ganze Zeit darüber am Nachdenken, wo du deine Freude findest. Welche Sache jagst du so verzweifelt hinterher und hast das Gefühl, dass sie dir Freude bringen wird? Hast du ein Bild? Und jetzt, wenn du es hast, dann werde ich jetzt vorbeten und du kannst mit mir heute an diesem letzten Sonntag beten. Jesus, ihr dürft das laut, lasst es uns laut machen heute Morgen. Jesus, ich lasse diese Sache heute bei dir. Ich lege sie zu deinen Füßen und ich kehre um. Ab heute bist du die Quelle meiner Freude. Du bist genug für mich. Bitte begegne mir jetzt und fülle mich mit deiner Freude. Ich liebe dich, Jesus, von heute an bis in alle Ewigkeit. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.